Es gibt doch so gewisse Sachen, die gehen allein einfach nicht so gut. Kinder sind zum Beispiel. Kinder, die wollen alles zusammen machen. Erleben, leben, entdecken, schauen, gehen, dreckeln, schwimmen, springen, fragen, Antworten suchen. All das haben wir früher immer in den Sommerlager erlebt. Wir sind dort alle zusammen Freunde geworden. Lebensfreunde. Was hat es denn für uns bedeutet, Lebensfreunde? Nach wie vor bedeutet das alles für uns. Für Haare, die nach Lagerfeuer schmecken. Für klebrige Finger nach der Schokibanane. Aber auch das Gefühl im Bauch, wenn im Alltag dann irgendwann ein Lagerlied im Radio gespielt wurde. Für eine eigene Sprache und ganz viele erfundene Wörter. Für Geschichten, die man sich auch noch nach dem 100. Mal erzählen fast in die Hose bisselt. Und für all die schönen, besuchten Orte und die 1000 misslungenen Wanderungen, die Heimwehtränen, für schwierige Sachen einfach zu erklären. Für noch ein bisschen mehr Fantasie, für Nerven aus Stahl und ein unheimlich grosses Improvisationstheater. Für nochmal sagen, nein, wir sind noch nicht dort. Und ja, Kinder, ja, ihr müsst Wanderschuhe anlegen. Und für zu hören, merci, das Essen war zwar blau, aber fein. Für noch einmal der Schwan. Aber am wichtigsten ist, glaube ich, für alle haben zusammen und nehmen es, wie es kommt und machen das Beste daraus. Es steht vor allem für aus dem Nichts rauskommen und für immer bleiben. Und für Schultern zum Heben, wenn es schüttelt vor Lachen. Aber auch für Schultern zum Anlehnen und reinrennen, wenn es mal nicht so kommt, wie man eigentlich gerne hätte wollen. Für den zumal, wo man Kind war und für jetzt, wo wir noch Kind geblieben sind. Und es gibt gewisse Sachen, die gehen allein einfach nicht so gut. Wie zum Beispiel die Podcast-Episode. Mami hat mich letztes Mal so gefragt, wenn ich lache, ob ich noch etwas sehe. Ich sehe wohl nichts mehr. Ich auch nicht. Also, jetzt. Jetzt geht's los. 3, 2, 1, 0. Egal wo du jetzt gerade bist, egal was du jetzt gerade machst, Tu es weg. tu es weg. Oder hör auf. Leg dein Nadel fort. Nein, du kannst es nicht hören. Also ich lasse es immer auf dem Nadel. Leg dein Nadel nicht fort. Aber tu alles andere, was dich ablenken könnte, jetzt auf die Seite. Der Freund! Du einfach in Schaft rein. Aber jetzt brauchst du all diese Sachen nicht. Wir gehen nämlich auf eine kleine Reise. Sind wir schon dort? Nein, wir sind noch nicht dort. Wie lange geht's noch? Noch lang, etwa 30. Wir gehen jetzt dort her, wo sich alles noch nicht so ernst nimmt. Weil sie es noch nicht gelernt haben, dass sie sich ernst nehmen müssen. Und wo Humor noch die oberste Priorität hat. Wo Ehrlichkeit zählt und das Zusammensein und das Zusammen etwas unternehmen wichtig ist. Wo man auch noch schnallt, dass wenn man es nicht zusammen macht, dass es einfach halb so spassig ist. Wo man da vorzählt, Korps und niemand sagt etwas, niemand interessiert, du kannst die Hosen abziehen und es ist einfach allen egal. In ein Land voller Unbekümmertheit, wo man lernen kann, wo man fragen darf und wo man auch auf die Schnur fallen darf. Einmal, zweimal und niemand sagt etwas und alle helfen. Wir gehen in ein Land voller Fantasie und man über alles lachen kann und über jeden und sich trotzdem nicht so ernst nimmt und sich dann wieder verträgt. Und weil Sachen, wenn man sie erlebt, viel mehr Spass machen, wenn man sie auch teilen kann. Ja, du dich begleiten. Wieso kommst du mit mir mit? Du zwingst mich. Ich zwinge dich sicher nicht. Nein, ich komme mit, weil ich gerne erzähle. Ich erzähle so gerne von meinem Beruf, weil ich ihn einfach zu 100% liebe. Und darum wollte ich dich eigentlich auch begleiten. Ich wollte meinen Input geben, erzählen, wie es mir so geht. Und natürlich auch hören, was du so zum Erzählen hast. Aber eigentlich höre ich heute dir zu. Weil du einen spannenden Beruf hast und eine spannende Person bist. Und du viel lustiges Zeug zum Erzählen hast. Und darum gehen wir eigentlich heute zusammen ins Land der Kinder. Von den kleinen Freunden. Von den Hobbits, von den kleinen Monstern, von unseren grössten Vorbildern. Was bist du von Beruf? Also, ich bin von Beruf FABK, Fachfrau Kinderbetreuung, in der Kita. Und eben dort gibt es wirklich immer so viel zum Lachen. Kein Tag ist gleich. Und das ist halt das, was es interessant macht. Und eben manchmal
komme ich schon aus der Kita, habe ich einen riesen Kopf, aber dann denke ich wieder, was ich alles erlebt habe mit den Kindern. Und das bereichert mich eigentlich näher. Ich arbeite ja nicht in einer Kita. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was du dort den ganzen Tag machst. Also, sag jetzt mal stereotypmässig, du gehst dort rein und dann gehst du mit den Kindern spielen, am Mittag essen ihr zu Mittag, dann spielt ihr wieder, vielleicht tust du ein bisschen Windeln wechseln oder dann geht ihr noch schlafen und dann kommen die Eltern und holen die Kinder ab. Ist das echt das Klischee von einem Kita-Tag? Ein bisschen weit schon. Also, sicher gewisse Sachen sind schon richtig. Also wegen Wickeln, Spielen oder eben die Eltern kommen, die Kinder kommen holen oder zu essen. Aber eben viele meinen auch immer in diesem Beruf, ja, du spielst ja nur mit Kindern. Aber es ist so viel mehr. Wir beobachten die Kinder, was sie machen, wie sie es machen. Für das wir dann, wenn die Eltern mal fragen, ob ihnen Rückmeldung geben, was das Kind so gemacht hat, was sie gelernt haben. Ich komme manchmal in die Kita und dann freue mich aber wirklich jeden Tag, die Kinder zu sehen. Weil jeden Tag ist, eben so wie ich gesagt habe, etwas Neues. Die Kinder lernen jeden Tag etwas Neues. Und es ist dann auch schon lustig, irgendwie, was sie gelernt haben. Zum Beispiel jetzt von letztem haben wir mit einem Kind gelernt. habe ich so gesagt, wir geben ab und zu den Kindern High Five. Wieso denn? Manchmal, wenn sie etwas gut haben gemacht oder irgend so aus dem Zeug, also gebe ich ihnen High Five. Man hat ihm gelernt, High Five, dann Low Five, Hunger und dann so Baby Five ist so die Finger zusammen und dann noch Faust. Und er hat es innerhalb von einem Tag gelernt, habe ich es am Abend der Mutter gezeigt. Und die ist fast vergibelt vor Lachen. Sie hat es so lustig gefunden, das Kind auch. Und das ist wieder so etwas, was ich einfach auch selber fast verrecken vor Lachen, weil ich es einfach so schön finde. Dass du etwas kannst mit auf den Weg geben. Also man sagt ja von 0 bis 6 ist ja, ich weiss nicht, das weißt du besser, aber dann ist es so wichtig, was bei einem Kind passiert. Sei es Erziehung oder Umgebung oder was auch immer. Leute, die mit dem Kind zu tun haben. Eben sicher ist so Anfangsjahr wichtig von einem Kind, aber schlussendlich lernen wir eigentlich das Leben lang etwas. Man kann immer wieder etwas Neues lernen. Aber einfach so die Kindheit tut es halt so ein bisschen wie prägen, was du dann lernst. Oder wie du aufwachst, du halt dann später auch wie ausleben. Wir sind ja wirklich recht privilegiert aufgewachsen, würde ich von uns sagen. Also uns hat es irgendwie nicht gross etwas gefällt. Es war immer jemand da bei uns. Ja, also uns hat es wirklich nie gefällt. Wir haben immer, sagen wir jetzt mal, behütete Kindheit gehabt. Ja, und vor allem auch das können machen, was wir wollen. Und dann, wenn wir sie brauchen, meistens Unterstützung bekommen. Und ist das etwas, was jedes Kind hat? Also jetzt hier in der Kita hat das eigentlich jedes Kind. Weil hier in der Kita sind natürlich solche Kinder, die Eltern, also die Eltern abholen können. Dann gibt es natürlich noch Kinderheime, weil halt die Kinder immer dort sind. Dann gibt es halt noch mit Wochenende. Eigentlich, die sind immer dort. In den Heimen, die betreuen auch schlafen dort. Weil sie halt vielleicht kein Elternteil haben oder sonst irgendetwas vorgefallen ist. Das ist halt dann schon etwas anderes als jetzt hier in der Kita. Ja, wie sieht es mit den Eltern aus? Sind die froh, können die in die Kita kommen? Oder ist es manchmal, haben sie so hohe Ansprüche, könnte ich mir vorstellen, an eine Kita, dass es manchmal auch ein bisschen schwierig ist, alles umzusetzen? Da gibt es wirklich alles. Also es gibt Eltern, die sind so dankbar für die Kita, was wir hier leisten, und eben, dass sie ihr Kind bringen können. Dann gibt es solche Eltern, die wollen es eigentlich gar nicht bringen, aber müssen es vielleicht, weil es der Beruf nicht zulässt oder familiäre Situationen, die einfach das Kind nicht betreuen können. Und dann gibt es solche, die halt aber schon ein bisschen Ansprüche haben. Irgendwie, das Kind darf nur von dann bis dann schlafen oder so viel lang. Oder was haben wir noch? Es muss mindestens einmal raus. Oder einfach so ganz komische Vorstellungen, wo ich so denke, ein paar Sachen sind umsetzbar. Komm mal schauen, dann weisst du, dass es nicht funktioniert. Ein paar Sachen, und ich muss sagen, daheim macht ihr es auch nicht so, aber verlangt es von uns. Schnell so ein bisschen, fragwürdig. Wegen dem Hintergrund der Kinder treffen dort auch Welten aufeinander. Je nach Erziehung, die sie haben, oder Kultur, oder was daheim für Erziehungsmethoden angewendet werden oder so. Ja, also man merkt schon, wie die Kinder auch daheim erzogen werden. Wir haben wirklich solche Kinder, wenn sie auch älter sind und können reden, die einfach ein Bitte und ein Merci wie ihren Wortschatz gehört. Also so wie es eigentlich wir gelernt haben, wir sagen immer Bitte oder wir sagen immer Merci.
einfach so das Übliche. Dann gibt es so Kinder, die das Wort einfach nie hörst. Also weißt du sicher, ich war auch schon mal mit einer Kindergruppe unterwegs, dann haben wir uns auf eine Klasse eingeladen. Sicher sind sie in der Kita, Ferienbetreuung, wie auch immer. Und dann haben sie eine Klasse bekommen, aber es ist einfach kein Merci gekommen. Dann denke ich so... Woher kommt das? Ja, es ist gleich nicht selbstverständlich. Ich könnte gleich noch ein Merci sagen. Und dann gibt es solche Kinder, die einfach Manieren haben, wo ich muss sagen, ja, da haben die Eltern auch etwas. Ja, erwarten halt etwas. Und wir in der Kita, wir halt das den Kindern auch ein bisschen Zeit mitgeben. Also wenn sie wirklich grösser sind und können reden, verlange ich eigentlich von einem Kind schon, dass es bitte und Merci sagen kann. Wenn es etwas vom Tisch will oder sonst etwas, dann kann es bitte sagen. Vielleicht habe ich da Vorurteile, das kann gut sein, aber dass die Leute das Kind in die Kita geben und dann auch ein bisschen das Gefühl haben, die dann mein Kind erziehen. Kommt das vor? Ja. Ja, also schlussendlich ist es eigentlich immer so, wir sind nicht die Eltern der Kinder, wir sind eigentlich wie Erzieher, wir dürfen das Kind begleiten, helfen, wo wir einfach können, was so in unserer Macht liegt, so gesagt. Aber schlussendlich können wir das Kind eigentlich nicht erziehen, wir können einfach Sachen mit auf den Weg geben, was wir wichtig finden, für was wir stehen. Ja, aber eben schlussendlich ist es eigentlich immer noch den Eltern ihre Sache, dass sie das Kind erziehen. An so einem Kita-Tag passiert viel. Als ich in die Kita gegangen bin, wo meine Kollegin arbeitet, als ich dann an die Tür geklopft habe und durch die Glasscheibe reingeschaut habe, haben mich innerhalb weniger Sekunden 3 kleine Menschen angeschaut, mit riesigen Knopfaugen. Und an allem haben sie Freude gehabt. Der eine ist mit dem Auto die Wange hochgewellt, der andere hat etwa 10 Minuten lang seine Schuhe auf und zu getan. Und das dritte Kind ist mir einfach innerhalb einer Minute auf die Schoss gehockt. Würden wir jetzt als Erwachsene so, glaube ich, nicht machen. Wieso eigentlich nicht? Wann haben wir das so ein Kind ein bisschen verloren in unserem Erwachsenenalltag? Ich habe meine Kollegin gefragt, wie wir es schaffen, trotz unserem seriösen Erwachsenenalter ein bisschen Kind zu bleiben. Und einfach halt auch an den kleinen Sachen Freude haben. Das ist das, was die Leute vergessen. Dass es alles selbstverständlich ist. Ja, eben, wenn ich irgendwie so Kinder hier sehe, oder dann gehst du mit ihnen raus, dann sehen sie ein Steckchen und die haben so viel Freude. Aber es ist nur ein Stecken. Aber die freuen sich so über das Stecken. Sie wollen aber gar nicht mehr forttun. Dann sagst du, ja, wir können auch nicht mit in die Kita, dann fangen sie einfach rennen. Weil sie den Stecken behalten. Du kannst den Stecken nicht mit in die Kita nehmen. Er ist zu gross. Sie da haben einen Baum mitschleifen. Ja, einfach so solche Sachen, die einfach Kinder von uns unterscheiden. So, ja, du gehst in die Welt und nimmst ein Stecken mit, oder? Ja. Ja. Oder irgendwie etwas, ich weiss, etwas am Boden gesehen. Sei es so ein Stein oder so, die haben so Freude. Und das machen wir laufen einfach, hier ist jetzt, fangen wir an und dort ist das Ziel, wir laufen einfach geradeaus. Gell, das ist der Weg. Die schauen halt links und rechts, am Boden, rauf. Sie schauen an allen Orten her und nehmen halt etwas anderes wahr als wir, weil wir nur geradeaus schauen. Ja, dass Kinder noch vielleicht nicht so ein Ziel haben wie wir. Weißt, wir wissen haargenau, wo wir her wollen. Das ist unser Ziel, das muss ich machen, für dass ich dort herkomme. Und bei den Kindern ist es halt wirklich einfach so der Weg bis dorthin. Und dort kann alles Mögliche passieren. Und das haben wir echt verdammt verloren zum Teil. Mhm. Es gibt auch Kitas, die haben so ein bisschen Pädagogik. Die sind nicht für das Spazieren, weil Spazieren ist eigentlich ein Bedürfnis von uns Erwachsenen und nicht von den Kindern. Weil die Kinder, die wollen einfach raus. Sie kannst einfach raus auf einen Platz stellen, dann sind sie zufrieden. Und wir wollen halt noch wie laufen, für einfach noch ein bisschen rumzulaufen. Aber Kinder haben eigentlich das Bedürfnis gar nicht. Du kannst wirklich 2-3 Stunden irgendwo auf einem Platz sein, die können sich verdörlen. Eben, weil sie wie kein Ziel haben. Sie haben einfach mal loslaufen und schauen, was kommt. Keine Vorstellungen, gar nichts, eben kein Ziel vor Augen. Sie gehen einfach. Und das macht sie einfach halt auch so, ja... Unbekümmert vielleicht. Ja, eben, weil sie wie, oh Gott, ich muss jetzt in 5 Minuten dort sein, Kinder, die haben das gar nicht, aber keine Zeit, die sie müssen einhalten müssen, dass ich dann, wir Erwachsene, ein bisschen müssen, wie, okay, jetzt müssen wir zurück. Aber das ist echt das, was die Kinder nicht haben. Können wir dann mal, wenn es nicht passt? Ja, ich wollte sagen, wenn sie dann so weit sind.
du hast jetzt 2,5 Stunden für einen Weg, der eigentlich 1 Stunde wäre. Und ich habe jetzt einfach 1,5 Stunden lang auf einem Bänkchen gehockt und einfach nichts gemacht. Ich habe ein bisschen die Pfadi zugeschaut, ich habe mir ein bisschen vor Sonnenlicht ins Gesicht geschienen. Ab und zu habe ich wieder irgendjemanden getroffen, der auf dem Bänkchen gehockt ist. Das ist schon richtig cool, weißt du. Dann ist schon die eine Frau gekommen und hat sie mir ein Fisherman angeboten und dann habe ich eins genommen. Dann habe ich gemerkt, die Mutter hat auch einen mega Redebedarf. Dann hat sie da irgendwie gesagt, oh, das ist super, dass die Kinder noch in die Pfadi gehen. Und dann habe ich auch gesagt, ja, aber ich habe jetzt mit einer Kollegin abgemacht und wir selber auch Kinderlager leiten. Und dann hat sie gesagt, oh, das ist super, dass die das machen und weiss nicht was. Und dann ist sie aufgestanden und ist mir Merci sagen, für das sie schauen, dass Kinder so etwas bekommen. Ja, ich soll sagen, ich will nicht die Eltern schlecht machen, aber ich höre selten das Wort Merci von den Eltern. Dass sie wirklich dankbar sind für das, was wir machen. Das ist schon eher rar. Macht das dann etwas mit dir, wenn du die Wertschätzung nicht bekommst? Denke ich dann auch, sicher sind die Eltern Kunden, so gesagt. Weil sie halt auch zahlen für das. Genau, aber ich denke schlussendlich immer, wenn das Kind glücklich ist, und lacht und Freude hat, habe ich mein Ziel erreicht. Und das sehen dann die Eltern wie eigentlich am Abend, dem Kind geht es gut. Und das ist dann für mich eigentlich so ein bisschen der Dank, wenn das Kind lacht und glücklich ist. Aber sicher etwas, das mehr geschätzt werden könnte. Gerade grundsätzlich die vielen Kita-Berufe. Ja, eben, wie soll ich sagen, unser Beruf hat halt immer so ein bisschen das... Sagen wir schnell das Wort, so ein bisschen die Vorteile von außen, ja, von wegen eben ein bisschen spielen und so. Aber wenn ich dann mal sage, also komm mal eine Woche in die Kita, es wird gleich niemand kommen. Und ich sage jetzt mal, also ich sage es jetzt mal, aber ich glaube, die meisten würden auch nicht mal einen Tag in der Kita leben. Es ist echt eine Horde Wilder. Nicht? Ja, einfach wie eine Gruppe Hobbits. Ja, vor allem. Es Essen gibt wie Wahnsinnige. Meine Schaufeln. Und dann ist der Boden dementsprechend sieht auch so aus. Ja, also da könntest du auch noch mal die Hühner durchgehen. Ja. Also dann gibt es halt auch, wo die Kinder, wenn wir sie vom Treibtrab nehmen, dass sie am Boden weiter essen. Dass sie am Boden hocken und noch weiter essen. Wie sie zu wenig würden bekommen. Ja, gibt so die Kleinen, die noch nicht höckeln können, die am Rumschnacken sind. Also sie gehen dann wirklich am Boden und gehen noch ein bisschen weiter. Manchmal oder sie etwas noch gesehen, ein Stückchen Äpfel, das schon gegessen ist. Ja, stossen wir es mal ins Maul rein, gell? Ja, es ist halt ihre Art, die Welt zu lernen kennen. Ja. Oder wir haben mal ein Kind gehabt. Wir gehen nach dem Essen natürlich immer mit den Kindern schlafen, also gehen sie auf die Liege. Gehst du auch wo? Ja, wir müssen die Kinder auch begleiten. Ich meine, gehst du selber auch pennen, ne? Also ja, ich habe auch schon mal eingenickt. Das kann auch passieren, wenn alles so schön still ist, dann hörst du noch Musik. Und dann wartest du, bis alle Kinder einschlafen. Also ich bin auch schon eingenickt, etwa fast eine Viertelstunde gepennt. Also dort haben wir es auch schon geschafft, dass eine ist eingepennt. Und dann ist das Kind rausgekommen und hat gesagt, sie ist am Schlafen. Also dass sie einfach bleiben liegen, weil sie so müde war. Als sie ist eingeschlafen ist das Kind rausgekommen. Genau. Was hast du noch erzählt? Genau, das wegen dem Essen. Wir hatten mal ein Kind. Wir gehen also bei den Grösseren gehen wir aber noch die Zähne putzen. Aber dann war das Kind schon so recht müde, es war halb einschlafen, haben wir es halt schon auf die Liege da. Dann bin ich dann mal zum Kind gegangen, aber es hat noch nicht geschlafen. Dann habe ich so gemerkt, dass es so Bäckchen hat. Dann habe ich mal in das Maul reingeschaut, einfach Backen noch voll Rüebli, so wie gespeichert, wie ein Hamster. Ist es auch nach dem Schlafen, dann könnt ihr weiter essen. Was hast du denn gemacht? Ja, ich habe Rüebli aus dem Maul genommen. Ja, kannst auch nicht sagen, schlafen mit Rüebli in der Backe. Es ist noch mehr so Essensgeschichten. Ja, also das Essen ist immer... Also da freue ich mich auch. Wir machen ja manchmal auch Piratenessen machen, also wirklich mit den Fingern essen. Und wir Betreuer, also da gibt es schon solche, die... Dort fängt es eben schon wieder an. Dass sie von daheim irgendwie... Nein, einfach, dass unsere Betreuer, wir
sich Bar nicht essen mit Ja. den Hängen. Und ich finde das so etwas Schönes. Wann hast du das letzte Mal mit den Hängen gegessen? Ja, Das ist im wirklich Sommerlager, wo wir dann ausgesehen haben wie Zeu, weil Mhm. wir Ravioli haben mit den Händen gegessen. Es ist wirklich, ich finde das Schönste mit den Hängen essen. Du kannst wirklich einfach, du nimmst es halt viel anders wahr, du Ja. kannst so viel reinschaufeln und es ist so fein. Aber dann die Kinder auch. Es gibt dann Zusammenhang mit der Kind, die isst dann gar nicht gerne, weil dann die Hände dreckig waren. Vielleicht auch so ein bisschen von daheim wird mitgeben. Aber dann gibt es wirklich solche, die feiern das auch. Und dann, wenn sie dann aber müde werden, die sich alles in die Augen reiben oder in die Ohren. Dann bringst du es selber kaum aus. Das geht wirklich die Kinder. Dann tun sie es aber noch in die Haare streichen, dann stinken die Haare irgendwie nach Sauce. Oh, das ist aber genial. Letztes Mal habe ich auch Suppe gegessen. Und dann hatte ich ein Kind im Tragi. Dann ist mir Suppe so 2 Tröpfchen auf sie gerieben und nach Suppe gestochen. Dann musste ich ein bisschen putzen. Aber wirklich die Kinder. Ja. Hast du sonst noch lustige Geschichten vor Kita? Ich muss gerade überlegen. Ja, es sind wirklich aber so viele Sachen. Oder was die Kinder auch, was sie manchmal für Überlegungen machen, wo wir gar nicht daran denken. Ja, mir kommt halt gut in den Sinn, wo ein Kollege, sein Sohn, ich habe mit ihm Peterson und Findus angeschaut. Und dann hat er mich so gefragt, wieso kommt aus dem Gückel-Licht raus, aus dem Mund? Weißt du, und dann war es so gezeichnet, dass so Laute rauskommen. Aber es war echt das Naheliegendste. Er hat echt das genommen, was er kennt. Also Licht ist hell, das kommt aus dem Haus, also Gückel hat wahrscheinlich Licht im Bauch. Weißt du? Es ist so gut. Ja. Es hat so Sinn gemacht. Eben, Kinder, sie machen einfach völlig eine andere Überlegung als wir. Was hat mal ein Kind gesagt? Stimmt, habe irgendwie ein Kind gefragt. Jetzt, sie ja gerne, also die Mami oder so nach dem Spiel hat sie irgendwie auch so einen Bauch gehabt. Das ist sicher noch spannend. Dann habe ich so gefragt, ja, was hast du da im Bauch? Dann hat sie gesagt, ja, ein Baby. Und dann habe ich so, wie ist denn das Baby in den Bauch hineingekommen? Ja, weisst, auf der Seite hat es gedacht, eine Tür, und der ist reingeschlüpft. Und dann habe ich so, aha, und was macht das Baby jetzt? Ja, spielen. Also wirklich einfach so... Logisch. Ja, so Logisch logische spielt es da drin. Erklärungen. Und vor allem, was sie von daheim mitbekommen, das ist schon immer recht lustig, weil das Nachbarsmädchen hat sie so geklopft und dann siehst du aber nur so, wir haben so eine Glastür daheim, siehst du aber nur so Augen, weißt du, so. Dann schaut sie so rein und drückt so die Nase her. Erst hat sie so die Tür aufgetan und hat sie gesagt, ich komme jetzt rein. Mit den Schuhen an, weißt du, so mega bedroht, so, als wäre es das Schlimmste auf der Welt. Und dann hat sie gesagt, kann ich bitte ein Schokostängel haben, aber nur ein grünes. Weißt du, echt so Kinderlogik. Alles andere geht dann nicht. Und das ist beim Essen halt schon noch spannend. Das haben wir auch in der Schule gehabt. Ich glaube, Picky Eating heisst das. Dass sie zum Teil nur etwas von einer Sache essen oder so. Ja, also dort sind einfach die Kinder auch, also ich weiss es auch nicht, ich glaube, ich könnte es nicht, aber wenn wir Reis haben, tun sie manchmal noch so Gemüse drin, so ganz klein geschnitten. Also Kinder schaffen es, das kleine Gemüse mit den Fingern rauszulesen und nur das Reis essen. Wirklich nur das Reis. Da denke ich auch so, ja, eben so, das nie, ja, stell dir vor, du müsstest das machen, oder würdest es machen. Oder dann haben sie ja, das haben wir letztes Mal überlegt, dann geben wir den Kindern etwas oder sie essen etwas, dann haben sie etwas nicht gerne. Die Kinder können das so extrem wie... Sie können wirklich nur wie das rauslassen, was sie nicht gerne und das andere essen sie. So wie beim Äpfel, Ginti. Sie schaffen es nur noch Ginti rauszulassen, aber den Äpfel haben sie gegessen. Das könnten wir, glaube ich, gar nicht mehr in unserem Mund. Also mal, ich habe gesagt, wenn wir Kirsche essen oder Stein, müssen wir irgendwie so... Dann kommt ja nur noch der raus. Ja, ich weiss auch nicht, Kinder sind natürlich einfach... Ja, aber wir wissen, dass Wir wären zu faul auch. Ja, vielleicht schon. Und vor allem, wir wissen, der Stein solltest du nicht schlucken und dann kommt wieder raus. Aber die Kinder wissen noch gar nicht, ist jetzt die Ginti vom Apfel auch noch böse für mich oder nicht. Aber es fühlt sich auch komisch an, darum lasse ich es einfach wieder. Oder sie es einfach nicht gerne. Ja. Das ist halt schon ein bisschen härter als der Äpfel, dann lässt es einfach raus. Hey, andere Frage. Du hast ein unglaubliches Talent. Du kannst nämlich mit einer Spaghetti in deinem Mund ein Lätschli machen. Ja! Hast du das mal mit den Kindern gemacht? Ich habe es mal den Kindern
bei den Grössen habe ich es mal gezeigt und dann haben sie es alle auch machen, aber sie haben es nicht können. Aber sie haben wirklich alle, wir sind dann wirklich alle am Tisch gehockt. Ich glaube, dann haben wir sogar wieder Piratenessen gemacht. Und haben es wirklich die Kinder auch probiert. Und wir sind wirklich dort sicher fast eine Viertelstunde gehockt, hat einfach jeder immer eine Spaghetti nehmen, ausprobieren, zu knüppeln. Und wir sind fast verreckt vor Lachen. Einfach alle Kinder dort probieren mit der Zunge Spaghetti zu knüppeln. Und es hat auch niemand geschafft, aber es war wirklich schön zum Zuschauen. Also wir hatten Kinder, die haben es in den Händen geknüppelt, dann haben sie es aus dem Haus genommen und gesagt, sie haben es. Aha, ist eben dann gleich noch clever. Sie lassen sich etwas einfallen. Mhm. Ja, selber denken ist, glaube ich, auch sehr relevant. Aber eben, wenn du dann aber so Zeugs erzählst vor der Kita, dann, das ist so gut. Hast du noch mehr so Zeug? Manchmal schreiben wir es ja auf, die Sachen. Aber ich muss jetzt gerade überlegen, was ist auch noch so aktuell, was wir letztes Mal hatten. Oder was auch immer genial ist. Wir haben, also bei den kleineren Kindern haben natürlich noch alle Wingeln an. Wie alt sind die? Ich habe sie von 3 Monaten bis etwa 2 Jahren. Dann ist es eben so lustig zum Schauen. Dann sind sie im Spielzimmer am Spielen. Und dann gibt es eben die Kinder, gehen sie eben so in ein Eckchen oder gehen sich irgendwo verstecken. Dann hückeln sie dort so. Dann werden sie immer wie rot. Dann sind sie einfach am Schiessen. Irgendwann in der Ecke, dann kommen sie ab und vorne. Wieder zufrieden, alles gut und spielen weiter. Aber schon kann man so, da hocken sie wirklich auf irgendwo, dass sie haben konzentriert. Dann werden sie einfach knutschrot. Dann ist schon mal gut. Nein, es ist wirklich... Ja, mit den grösseren Kindern macht es halt schon Spass zu reden. Sie tun halt einem selber auch ein bisschen zum Denken wie anregen. Wenn sie irgendwie etwas fragen, also, ich hatte mal ein Kind, das hat mich gefragt, was die Dinosaurier gegessen haben. Oder wer ihnen zu essen gegeben hat. Ja, dann nicht, weil ich es selber nicht gewusst habe und ich immer gerne frage, ja, was denkst du denn? Aber echt gescheite Fragen, wo du dann eine Rückfrage drauf gibst Ja. und dann ergibt sich etwas. Eben, die Kinder machen sich manchmal so Gedanken über, ich weiss auch nicht was wir Erwachsene gar nicht würden denken oder gar nicht, wir schauen es anders an oder eben machen uns gar keine Gedanken über das. Dabei ist es manchmal schon ja. Relevant und vor allem, manchmal sind es ja die einfachen Sachen, weißt? Und gerade zum Beispiel, du hast vorhin gesagt, wegen ein Kind auf einen Platz tun und er ist es beschäftigt. Ja, wir wissen gar nicht, wie das geht, uns beschäftigen. Wir haben ja so viele Ablenkungen, die uns das Warten oder das Langweilen ersetzt. Weißt, das Nattel oder irgendetwas. Wir können das gar nicht mehr so gut, uns einfach langweilen. Obschon, dass es ja so etwas Wichtiges wäre. Weil Kinder die können ja irgendetwas machen, zeichnen zum Beispiel. Und dann sind sie so im Flow und sie können stundenlang zeichnen. Also wenn sie wirklich das Alter erreicht haben, dann können sie wirklich so lange zeichnen. Ich war dann einfach halb auch so weit gewesen. Statt den Kindern zu schauen, habe ich dann manchmal selber gezeichnet. Das ist so schön. Ja, es ist echt alles, was im Kopf ist, kannst du auf ein Blatt tun, aber so, wie du dir es vorstellst. Oder einfach nur kribbeln. Wenn hast du das letzte Mal etwas gezeichnet? Also es ist wirklich einfach so mit Wasserfarbe oder so, außer jetzt auf die Scheichen. Das Leben raus. Das ist nicht, das ist Kunst. Schau da hier. Ich bin gerade ein Logo am machen. Da kribble ich alle drauf. So etwas. Eigentlich mache ich es eben noch viel, aber ich könnte mir vorstellen, dass es viele Leute nicht machen. Und dabei wäre es so relevant. Aber keine Ahnung, in der Psychiatrie oder so, dort zeichnet man ja viel. Oder tut töpfern oder was auch immer. Weißt du, wieder mit den Hängen etwas machen oder etwas schaffen. Und wenn du die ganze Zeit, weißt du, nicht am Nattel rumhängst oder so, dann bist du ja am Konsumieren und es schaut dich auf eine Art aus. Klar hast du eine Information und so, aber du hast nicht mehr die Möglichkeit, etwas zu schaffen. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein mega Problem ist bei den Erwachsenen. Das könnte sogar eines der wichtigsten Probleme sein. Feinmotorik, irgendwie stundenlang etwas oben, eben, so wie beim Essen, beim Reis. Ja. Eben da die Kinder raussortieren und Ja, so Mosaiken basteln. Ja, einfach wirklich so Sachen, wo einfach wir Erwachsene eben einfach gabeln, wir schaufeln einfach rein und auch so keine Freude irgendwie. Einfach so, wir machen halt ich sage jetzt mal ein bisschen grobmotorische Sachen, aber eher andere Bewegungen. Und schiessen. Und wir schiessen ja dort. Nein, aber einfach so ein bisschen eben der Fokus auf
etwas Kleines irgendwie. Also wir können laufen und die Kinder, wir sind im Laufen, dann ist das Kind im Grüppeln, dann kann ich mal schauen, was es überhaupt anschaut. Ein Ameisen! Ein Ameisen! Mensch, ich hätte das gesehen. Und das Kind ist dort unter am Grüppeln, das Ameisen im Anschauen, mit den Fingern so am Finger nachher zügeln. Ja, wir hätten das gar nicht gesehen. Dann bin ich halt neben dran gerüppelt und habe das Ameisen angeschaut. Ja, es war schön. Dann dachte ich, geiles Ameisen. Aber eben so Sachen, die wir nicht mehr machen. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, wenn ich eine Geschichte erzähle, dann sage ich auch so, was wollt ihr heute hören? Dann kommt auch so, Indianer-Sachen, weiss ich auch nicht. Und dann sage ich, ja, um was geht es denn? Und dann geben sie mir Figuren und dann tust du wie mit dem eine Geschichte machen. Und wirklich, sie sind so wie mit offenen Mühler, hocken sie auch dort und hören zu. Und sie sagen kein Wort, sie hören einfach zu. Und jetzt zum Beispiel habe ich eine Geschichte mit ihnen gemacht. Das ist der Lonely Indianer, oder? Dann gibt es das Ross, das heisst Feuerpfeil. Und ich bin eben der Wolf. Also das Ross, ein Indianer und ein Wolf. Und dann habe ich sie so gefragt, ob sie mir dann bitte einen coolen Namen geben könnten. Dann sie so besprechen irgendwo hingern, gell? Und dann haben sie immer wieder so rübergeschaut. Und dann dachte ich, okay, jetzt gibt es einen coolen Namen, gell? Nicht Gagi oder so. Nein, zum Glück. Gagi-Phase, Gagi-Jogger und Gagi-Wege, das haben wir jetzt überwunden. Aber dann kommt die Kleine so zurück, die ist etwa 3-jährig. Dann ist sie so, schau, wir haben es beschlossen. Du heissest Uli der Wolf. Wirklich so. Und dann hat es wirklich nicht so eine Lady-Verkleidung gegeben. Dann haben sie da aus irgendwelchen Kartonkisten einfach so Fenster rausgeschnitten, weißt du? So eine Kartonkiste und heisst Uli der Wolf. Karton-Schachtel. Aber das vom Zuhören, das können sie gut. Du hast noch ein paar Geschichten erzählen? Ja, jetzt hier bei den Kleinen eher weniger. Bei den Grossen haben wir wirklich auch noch Bücher erzählt. Also nicht mehr gerne Bücher erzählt, aber auch dort habe ich wirklich manchmal schon Geschichten erzählt. Also einfach die Kinder habe ich einfach gesagt, das weiterhören. Dann haben sie ein Wort gesagt. Ja, dann, ich glaube mal von Globi habe ich mal etwas erzählt. Da ist dann irgendwie auf... Nein, ich glaube, es hat ihn niemand verstanden. Er war irgendwie am Umreisen, schlussendlich in Italien. Es hat ihn niemand verstanden und so. Ich weiss, ich war ein Gewirrwarr, aber eben die Kinder, sie finden das super. Und das denkt einfach auch ein bisschen unser Hirn wieder an, so ein bisschen kindlich zu denken, etwas zu fantasieren. Es muss wirklich keinen Zusammenhang haben, Wolf, wo Uli heisst und Kartonschachtel, das ist der Wolf sein. Eben einfach so Fantasie. Das ist das, was uns auch ein bisschen fehlt, den Erwachsenen. Die Fantasie. Aber kannst du irgendwie einem Kind sagen, dort in diesem Loch wohnt ein riesen Käfer und die Kinder glauben das, so wie der Robin Hood im Wald lebt. Also müssen wir mal mit den Kindern Robin Hood im Wald suchen. Der weisst, denke ich, dort. Ja! Hey, Ja. da kommt mir gerade etwas in den Sinn, wo der erste Streit, weil es noch nicht umgebaut war. Ah, unser Hütchen oben. Haben wir doch das Hütchen gemacht. Und das ist doch der Shit dort. Und kannst du dich noch an die Jedi-Füße erinnern? Wir haben dann gespielt, dass wir so in einem Iglu wohnen und draussen ist mega der Schneesturm und alles Mögliche. Und nachher hat mein Bär dort einfach so die alten Backsteine rumliegen, weil wir es halt noch am Umbauen waren. Und es hat wirklich ausgesehen wie so 2 grosse, schwere Jedi-Füße. Wir waren dort einen ganzen Nachmittag drin, wir haben uns fast in die Hose geschifft, weil niemand mehr aus dem Iglu raus ist. Und wirklich beide so... Und dann waren wir zu dritt dort drin und haben uns einfach nicht mehr rausgewagt, weil der scheiß Jedi ja vor unserem Iglu ist gestanden. Aber weißt du, ihr seid ja bei uns wirklich immer rein und raus gelaufen. Und du warst schon ein hure Saugoff. Ja, ich weiss, aber... Ja, das sind jetzt aber Kita, wenn irgendwie am Laufen sind. Dann wollen sie nicht laufen und rennen nur um. Letztes Mal sind wir... Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber wir sind mit den Kindern auf dem Friedhof. Letztes Mal ist sogar ein Kind gezogen, Blümchen abschreissen auf dem Grab. Ich habe gesagt, ja, vielleicht geht nicht. Jedenfalls sind wir dann zum Friedhof gelaufen. Und ich bin in den Friedhof rein. Dann hat die Mädchen ihre Stäubeli-Phase gehabt. Dann ist sie am Boden gelegen und hat einfach nur gerannt. Also einfach rumgemögt.
Und dann denke ich, ja, ich habe Zeit. Und dann denke ich, es war früher auch genau so. Wenn es um das Laufen ging, ging ich nur brennen. Dann lache ich aber selber, denke ich, ich bin auch so, aber ich finde es gleich lustig. Ja, dann noch hast du lernen Velo fahren. Ich weiss noch genau, deine Schwester immer beim Brunnen gehockt und hinten nachher beim Wald hat so einen einzelnen Baum gehabt, weißt du, beim Bach hinten. Hey, wirklich, du hast so geschrauen und das Velo dort einfach in die Pizza rausgeschossen und bist verdammt dran schütten dort, weil es echt so scheisse war, weil mein Bär gesagt hat, es ist fertig mit diesen Kackstützrädchen. Und dann warst du so hässig. Meine Stützrädchen. Ja. Hey, noch zum Friedhof. Was hast du denn dann gesagt? Was macht ihr jetzt dort? Wer wohnt jetzt dort? Was ist das? Ja, gell, die Kinder sind halt noch klein, die können noch nicht so reden. Aber wir sind dann, also eben, sind dann alles rumgerannt. Also wir hatten 2 Kinder, die sich noch gerne anstecken, einfach beide dort mögen. Dann ich so, ja, eigentlich sollte man auf dem Friedhof ein bisschen ruhig sein, aber dann sind wir weitergelaufen, sie haben nichts irgendwie, einfach ein bisschen Gräber angeschaut, einfach ein bisschen durch die Wege durch. Ja, ich glaube, sie finden es einfach mehr wie interessant. Ich glaube, der Grösseren, wenn die etwas hätten gefragt, hätte ich es auch schon. Wie gesagt, ja, eben hier. Was hättest du denn dann gesagt? Was hättest du denn gesagt? Tot, das ist doch tot. Ja, es ist tot. Fragen sie so Zeug, was ist tot? Also ich habe auch schon ein Kind, das gesagt hat, ja, du bist jetzt tot. Dann ich so, ja, weißt du, was tot heisst? Du bist gleich tot. Also das hat mich dann ein bisschen aufgeregt und dann gesagt, ja, dann bin ich aber dann nicht mehr da. Ja. Und ja, er hat es nicht so ganz genau, eben, das haben sie erst später, als sie ein bisschen älter sind, wissen sie, was das bedeutet, dass man auch wirklich nicht mehr da ist. Aber es kommt erst später in der Entwicklung. Mein Mitbewohner hat mir gerade erzählt, dass seine seine Mom hat gefragt, was der Gott ist. Sie hat echt das erklärt, was sie sich darunter vorstellen können, was Gott ist. Und der Bub hat einfach daraus Schluss gefolgt, dass er gesagt hat, der Gott nicht, also kommt er nur in der Nacht. Weißt du, das ist echt so geil. Und wahrscheinlich ist er ein Tier, das einfach in der Nacht rauskommt, weil man es durch den Tag nicht sieht. Aber es ist Kinderlogik, Ja. nicht einfach super. Aber jetzt noch wegen dem Tod. Und dann habe ich auch ein Geschichtchen von der Kita, von einer Betreuerin, ist die Mutter gestorben. Und dann ist sie eben in die Kita gekommen, und dann ist es halt nicht so gut gegangen und die Kinder spüren das extrem. Also wenn es einem nicht gut geht, die Kinder merken das einfach. Entweder sie sind eher wie ruhig, wenn sie wissen, es geht dir nicht gut, und wenn sie wissen, du bist genervt, dann tun sie sich wie Satan. Eben, also wirklich Kinder sind so, die haben wirklich ein Fingespür. Jedenfalls hat dann ein älteres Kind gefragt, ja, ob das nicht traurig ist. Dann hat sie gesagt, ja, sie ist eben traurig, weil jetzt ihre Mami nicht mehr da ist, eben jetzt im Himmel. Und das Kind hat eben gewusst, was der Himmel ist. Sie hat dann gesagt, ihr Grosspapi ist eben auch dort. Und dann hat die Betreuerin gesagt, ja, dann können sie etwa miteinander einfach ein bisschen reden. Sie sind jetzt zwei dort oben, hat das Kind gesagt. Das ist eigentlich sehr lustig, aber es ist leider so herzig, Kinderlogik. Ja, aber die können nicht miteinander reden, weil mein Grossvater redet Französisch. Aha. Und darum Geht das nicht? können sie nicht miteinander reden, weil er Französisch redet. Und ihre Mutter Deutsch. Ist ja logisch. Ja, es geht nicht. Und das mit der Fantasie, das ist doch so wichtig. Die Michael Ende-Geschichte, zum Beispiel die unendlichen Geschichten oder so, oder Momo, das ist so wichtig, was dort drinnen vorkommt. Aber es sind alles Kindergeschichten und wir lesen es irgendwie nicht mehr. Und darum, weißt du, so die Fantasie der Kinder ist, es wird so gefördert und dann bei uns Erwachsenen ist es so wie «Pup, fort». Dann ist Tinder und Instagram, die 100% Job. Und dann hat es gar keinen Platz mehr, außer du nimmst dir irgendwie bewusst Zeit raus, für das du dem nachgehst. Ja, das ist halt auch so ein bisschen, wenn du so Bücher ansprichst. Ja, bei den erwachsenen Büchern geht es halt um Krimis und solches Zeug. Aber eben, ich lese wirklich hauptsächlich nur Fantasy und halt eigentlich auch für Jugendliche geschrieben. Also, Du lachst, ich da nicht. weil wir einen Schnauz angemalt haben. Ja. Erzähl weiter. Genau, ich lese wirklich nur solche Bücher. Und ja, ein paar lachen mich auch aus, was du mit deinen Feen, Kobolden. Aber eben, das ist dann so etwas,
wenn du es dann so liest, du kannst dir richtig so Sachen vorstellen, die Elfen mit den Flügeln und so, die können zaubern und es ist so schön. Und ich weiss halt auch nicht, ob es irgendeine Fabelkatik ist oder so, aber ich hoffe mir manchmal Kinderbücher. Eben so wie «Der stinkende Geissbock» heisst ja. Das ist von einem Geiss und dann sind die Seiten, kannst du drauf verstreichen, also so drüber rubbeln und dann schmecken sie. Aha. Also zum Beispiel, ja, das gekauft, als er Weihnachten feiert. Dann ist wirklich dort so Tannen, und dann kannst du drauf bleiben, dann schmeckt es nach Tannen, oder das Feuer, oder ein Güezi, Lebkuchen, dann schmeckt einfach alles. Das ist so schön. Dann Kann ich das mal auslegen? Ja, aber das ist nicht zu fest. Sonst geht es nicht fort. Ja, aber ich habe wirklich so viele Kinderbücher. Ich liebe Kinderbücher. Sie sind so schön gemalt. Und meistens wird in den Kinderbüchern etwas den Kindern mitgeben, so ein bisschen Moral. Zum Beispiel bei «Der Regenbogenfisch» ist wirklich so ein Klassiker, das kennt jetzt einfach jeder. Und dann irgendwo geht es ein bisschen darum, wegen seiner Schuppen. Und ich weiss nicht, ob die Erwachsenen, also ob sie noch wieder rauskommen, was eigentlich vermittelt wird in diesen Büchern. Kannst du mir erklären? Es gibt so dort, wo es darum geht, um seine Schuppen. Ja, wird halt auch so vermittelt, wirklich auch ein bisschen zu teilen. Er teilt jetzt seine Schuppen oder irgendwie von Mats. Und das ist das Buch, es hat 2 Enden, ein gutes und ein schlechtes. Beim guten Ende dort wird es ein vermittelt, okay, wenn sie jetzt eben wie etwas nehmen, King, sagen wir jetzt mal King, und müssen sie so wie etwas vielleicht zurückgeben und dann ist es dann eigentlich wie gut. Wenn die dir etwas geben, sagst du «Merci». Und ich sage «Bitte». Ja, ich sage jetzt selber, wie sagen. Ja. Und beim anderen Ende ist es so, wenn sie eben etwas haben bekommen, vielleicht nicht «Merci» haben gesagt, dann passiert eben wie etwas. Also einfach so ein bisschen wirklich böse gesagt. Aber es wird halt einfach den Kindern mit so Büchern vermittelt, solches Zeug. Und bei uns Erwachsenen, wenn wir Kinderbücher, also ich muss es manchmal schon 2-3 Mal lesen, für das jetzt wirklich rauskommt, was wird eigentlich vermittelt in einem Buch. Also dann gibt es auch solche Bücher, letztes Mal auch, habe ich ein Büchlein angeschaut, so Wimmelbücher, sieht man dann, wo ganz viele Sachen auf dieser Seite ist. So wie die Walter-Bücher. Und dann schaue ich mal so ein Büchlein an. Dann sehe ich auf einem Bild in einer Wohnung eine nackte Frau. Nicht so, als hätten sie mit Kinderbüchern zu tun. Und wer? Ja, da habe ich so für mich so gedacht, ja, ein wertvolles pädagogisches Buch. Aber meinst du nicht, so Zeug sollte eigentlich genau Platz haben? Ja, sicher, ein bisschen auch. Also soll ich sagen, Kinder müssen das ja auch, soll ich sagen, mit dem umgehen. Das ist einfach Gesellschaft, wegen nackten Leuten oder so. Aber die Kinder rennen ja auch gerne für das Blut rum. Das ist nämlich auch wieder etwas, was wir verdammt verlernt haben. Also gut. Für den Blut ja, nein, gut. Wir können es jetzt recht gut, finde ich. Oder wir schikanieren uns auch nicht so. Aber das ist auch ein bisschen die Hemmschwelle. Natürlich, aber zum Beispiel die Gesellschaft, das und das und das ist wie bei allem vorgeschrieben, so ist es. Und dann wird eine Sache, Blut sein, die ja etwas Schönes ist, die ja Fakt, die gut tut, wird auf einmal so verpönt. Und Kinder hier Blut im Garten rumrennen und noch rufen, «Schau mal, Jogger, das ist mein Viertel!» Oder weiss doch auch nicht. Und alle längen sich den Kopf. Ja. Dabei ist doch einfach das Geilste irgendwo für den Blut rumrennen, nicht? Super gute Geschichte sind. Was? Blut. Also die Kita mal, haben wir auf Samichlaus müssen warten. Ich hoffe, Nein. das ist nicht Blut. Nein, das war abgelehnt. Dann ist der gekommen, haben wir halt einfach mit den Kindern tanzen. Dann haben wir tanzen, eine Party gehabt, und dann kommt plötzlich das Kind. Und tanzen hat er einfach sein Schnäppi auspackt und ist echt dort am Tanzen. Gell, uns hat es natürlich fast verstanden gesprochen. Wir so, jetzt packt doch ein bisschen gut den Schnäppi. Aber schlussendlich denke ich, eigentlich sollte es ja Platz haben, so Zeug. Ja. Also weißt du, was ich meine? Ja, eigentlich solltest du da dürfen Blut rumtanzen. Ja, wenn sich das Kind böse geht, wohlfühlt. Eben, man Ja, sieht und nichts anderes oder passiert. so, einfach Kind Blut rumrennen. Früher war das normal, heute ist es wieder so, ja, Pädophile und das alles. Aber sorry, lass doch einfach das Kind noch für den Blut rumlaufen. Für den manchmal gerne noch für den Blut rumlaufen, statt so ein Bikini anzulegen. Einfach Aber du bist echt blöd angeschaut. Kind sein. Und das mit der Hemmschwelle, das ist etwas so Wichtiges. Also das haben sie klar auf eine gewisse Art und Weise musst du das lernen, weil sonst kannst du dir jetzt nicht alles geben. Du kannst nicht die ganze Zeit sagen, du bist eine dumme Nuss oder so. Ein gewisser Schutz ist das ja auch. Aber oftmals machen wir uns doch selber die Hemmschwelle. Weißt, so überlegen, ja, darf ich das? Was denken denn die anderen? Der weiß ein bisschen mehr, der ein bisschen weniger.
Was sagen die Leute, wenn ich das anhabe? Und King ist echt so wie scheissegal, wenn ich den gelben Manchester anhabe und oben noch nichts und dann noch Gummistiefel, die 2 verschiedene Farben sind. Und meine Topfriesen, wie wir sie hatten. Also meistens sind die Eltern eigentlich Assis, wenn sie das so machen. Aber weißt du, so wie, ja, ist doch egal. Ja, eigentlich egal, wie ich rumlaufe. Hauptsache, es kann nass werden und dreckig. Wenn jetzt, sagen wir jetzt mal, ein Mann würde ein Kleid anlegen. Wie sollte er ein Kleid anlegen? Ja. Ja, weil sich mit unserer Gesellschaft Passt passt. nicht Ja, zusammen. das ist nicht die Norm. Und wir hatten auch mal ein Kind, das hatte eine ältere Schwester, dann ist er am Morgen in die Kita gekommen mit einem Kleid. Er hatte so Freude, das Kleid anzulegen. Die Mutter so, er wollte heute ein Kleid anlegen. Aber unter dem Kleid seine Batman-Unterhosen. Aber ja, wieso nicht? Wenn das Kind Freude hat. Was ist denn dann passiert? Wir haben den ganzen Tag im Kleid rumgelaufen. Geile Sieg. Wir haben einfach alle gemeint, es sei ein Mädchen. So, nein, ich wollte das Kleid anlegen. Ist schon cool. Wieso darf ein Mann kein Pink anlegen? Würde auch etwas gesagt werden? Von Ja, irgendjemandem? die Kinder würden sagen, schau mal, er hat ein pinkiges T-Shirt und wir denken schon, er ist schwul. Ja, weißt du, wie ich meine? Es ist eben wieder so, dass eben gut so wegen Überlegungen, so Zeug, eben Anlegung oder Aussehen. Wir hatten auch mal 2 Kinder, dann sind wir in die Stadt und ich gehe laufen, und ich habe einen Mann gesehen mit einem grossen Bauch. Wir würden jetzt denken, oh, der ist dick. Das Kind hat gesagt, oh, schau mal, der hat auch viel gegessen. So Sättigungszeug, wo wir dann einfach wieder Urteilen, weil ja, wir halt... urteilen. Und die Kinder einfach nicht urteilen. Die nehmen einem so, wie man ist. Und das machen wir halt Erwachsene. Wir tun immer urteilen oder machen schon unsere Gedanken, wenn jemand sieht auf der Straße, oh, das ist ein Strassenpenner. Die Kinder denken, ja, der hockt jetzt einfach dort. Eben so keine Vorurteile gegenüber den Leuten. Das ist sicher etwas, was wir auch mitnehmen könnten. Ja, eben, Kinder sind unsere grössten Vorbilder. Ja, ich lerne eigentlich schon viel von den Kindern. Noch letztes Mal, wir hocken ja immer wie in der Kita, aber schlussendlich eben so die Babys, die einfach liegen, die sehen uns eigentlich immer nur von so weit oben. Dann diese Woche bin ich einfach am Boden gelegen. Einfach so, jetzt liege ich einfach am Boden. Das ist so, die Kinder haben wirklich mal von oben Die können anschauen. Ja, und dann haben sie so Freude gehabt. Dann sind auch die Kinder zu einem liegen, haben ihn angeschaut, haben es lustig gefunden. Ich so, es ist eigentlich schon schön, mal am Boden zu liegen. Und ja, wann bist du das letzte Mal am Boden gelegen? Ich am Boden. Das ist so etwas schön, sich am Boden liegen. Wir hocken entweder auf einem Sofa, auf einem Stuhl oder ins Bett, aber ich mag am Boden liegen. Also, sag jetzt mal von unseren Eltern, von der Kita, da liegt niemand am Boden. Ja, das ist, wenn du jetzt auf der Straße fragen, wann bist du das letzte Mal am Boden gelegen? Kann ich schnell fragen, wann liegt ihr am so? Nein, aber dort denke ich manchmal, ja, logisch haben wir einen Sprung in die Schüssel, aber ich glaube genau, weil wir eben so viel mit Kindern Kontakt haben oder so. Vielleicht sind einfach die komisch, die keinen Kontakt haben mit Kindern. Ist sicher, wenn die Leute auf der Straße die Kinder sehen, haben wir so Freude. Ja. Aber irgendwie... Wie soll ich sagen? Liegen sie gleich nicht am Boden? Ja, also... Oh, wir sollten viel mehr am Boden liegen. Liegt am Boden. Schnackt mehr am Boden. Schnackt mehr, zieht mehr eure Hosen ab, tanzt esset mit den Händen, zeichnet, nehmt Sachen in die Finger und ins Maul, schmiert es nach in den Ring. Ja, einfach wirklich mehr Kinder sein. Und sich selber einfach nicht so ernst nehmen. Das ist doch so wichtig. Oder einfach ab den kleinen Sachen Freude haben. Ja. Manchmal habe ich auch beim Mittagessen, wenn wir das Mittagessen fertig haben, gesagt, es gibt ein Dessert. Natürlich alle Kinder haben Freude gehabt. Aha, jetzt gibt es irgendwie Schoki, denke jetzt mehr Erwachsene. Dann habe ich ihnen ein Gürkchen, also eine Gurke geschnitten. Gurke, aber die Kinder, die haben so Freude gehabt, aber eine Gurke. So, hier, das Dessert. Alle Kinder, oh, es gibt Gurken, haben die gegessen. Also, wir würden denken, ja, das ist aber kein Dessert. Aber die Kinder haben so Freude gehabt. Eine Gurke. Die haben wirklich Freude gehabt an diesem Zeug. Dann denken wir so, ja. Wir sind uns einig, Kinder sind unsere grössten Vorbilder. Was nehmen wir von ihnen mit in unseren Alltag vom Erwachsensein, wo wir von den Kindern abschauen können? Zueinander lieb sein. Ein bisschen mehr lieb sein.
ein Miteinander und nicht gegen ein Gegeneinander. Und sich dort vielleicht auch selber manchmal nicht ganz so ernst nehmen. Und einen guten Umgang miteinander. Aber vielleicht auch mal sagen, halt der Latz, wenn jetzt mal was nötig ist. Ja, der Kind würde einander vergringen, aber auch das muss manchmal sein. Aber eben dann gleich wieder 15 Minuten später miteinander spielen. Auf das kommt es nicht drauf an. Das Verzeihen auch. Und vor allem nicht an etwas festhalten, was mal war, sondern eher so, ja, auch mal vergeben. Eben, als es gerade vor 5 Minuten passiert ist, Kinder so schnell, die vergessen das so. Sie sind ja beste Freunde. Nicht so nachtragend sein. Ja, und vor allem auch ehrlich sein miteinander. Weißt du, ein Kind sagt, der voll Hanne in den Kopf, was du bist oder was von dir denkt. Klar, im Alltag ist es manchmal schwierig. Du kannst jetzt nicht allen sagen, dass er irgendwie ein Vollpfosten ist. Ist auch gar nicht notwendig. Aber dann, wenn es einen beschäftigt, auch sagen, was man denkt und was man spürt, vor allem auch. Oder einfach auch mal sagen, hey, du hast eine schöne Haare. Also, die Kinder sagen manchmal, du hast eine schöne Haare oder schöne Schuhe. Ich so Kleinigkeiten auch. Die kleinen Sachen. Sich mal im Alltag auch mal umdrehen für etwas, was man vielleicht sonst nicht würde. Wenn man irgendwie auf den Zug läuft und man halt irgendwie 10 Minuten mehr Zeit hat, dann nimm dir die 10 Minuten und schau mal ein bisschen um und nicht nur den Bahnhof anschauen oder dort, wo du hin willst. Mal ein bisschen die Gegend anschauen. Vielleicht entdeckt man etwas oder sieht man etwas. Ein bisschen mehr die Augen offen haben. Vielleicht auch mal, wenn zum Beispiel du den Zug verpasst oder du musst auf etwas warten oder so. Wir können ja nicht so gut warten. Aber warten bedeutet für mich irgendwie eine extra Pause. Irgendwann ist es mit im Alltag. Eine Ampel, wenn rot ist, musst du dich nicht aufregen, die wird nicht schneller grün. Da musst du blasen. Dann wird sie schneller grün. Das hat immer deine Mami gesagt. Blasen! Stimmt! So sind wir irgendwie so viel im Auto gehockt und die Hure Ampel abblasen. Aber stell dir vor, Zeugs, das du nicht ändern kannst, ist meistens können wir uns auch gut über das aufregen. Sie hocken meistens ab und rennen. Du hast viel gelernt von deinen Kindern. Extra Päuschen vielleicht auch mal geniessen. Aber statt sie nicht zu nutzen, statt auf das Nattel zu schauen, ob man irgendetwas anderes anschauen oder so. Was zum Beispiel? Sag mir jetzt mal, du bist an einer Bushaltestelle. Vielleicht hockt da jemand neben dir. Dann fang doch mit dem an zu reden. Das können wir den Kindern nämlich auch anschauen. Das Fragen oder so ein bisschen das Hemmungslosen, einfach mal drauf los. Die wissen ja nicht, was passieren kann. Die kennen das vom Rückzug noch nicht so gut. Oder von einem Korb bekommen. Sie sind halt auch ein bisschen eigentlich nicht scheu. Sie sind wirklich eigentlich offen gegenüber das. Sie würden jetzt da... Meistens haben die Leute immer Freude an Kindern und dann kommt das Gespräch wie automatisch. Aber eben auch die Kinder, wenn sie dann einmal anschauen oder auch irgendetwas bringen oder so, die Hemmung überwinden. Und neugierig sein. Wenn ich an uns zurückdenke, war es immer dann lustig, wenn wir etwas Neues gemacht haben oder etwas Neues angeschaut. Klar haben wir nicht so stundenlang mit nichts beschäftigen. Aber neue Sachen waren immer spannend. Und Erwachsene machen oftmals immer das, was sie schon kennen oder schon können. Weil sie auch Angst haben, etwas Neues zu sagen, dass sie eben versagen oder es nicht schaffen. Und das haben auch die Kinder wie nicht. Die probieren und probieren nochmal. Und sie probieren vor allem mit allem zusammen. Also sie haben Denkensmuster, die sie sich vielleicht irgendwie angeeignet haben, aber sie probieren vor allem auch mit dem Körper. Und mit dem Körper etwas machen, das ist ein bisschen untergegangen. Wir malen ihn zwar schön an, wir schauen, dass er gut aussieht. Und wenn er nicht gut aussieht, werden wir hässig oder traurig oder fühlen uns scheisse und isoliert. Aber Kinder, das ist doch denen gleich. Aber die laufen Blut der Kita, das ist denen egal. Ja, ein bisschen mehr Blut rumlaufen. Vielleicht nicht beim Bügel oder so, aber einfach daheim. Oder dort, wenn es die Möglichkeit erlaubt. Warte mal mit der Unterhose, mit dem T-Shirt, das ist doch egal. Das ist nämlich befreiend. Aha. Und dann habe ich noch etwas, was, glaube ich, fast am wichtigsten ist für mich. Der Humor und die Fantasie. Aber auch ein bisschen mehr lachen. Also was ich in der Kita lache und was die Kinder lachen, das ist so
Das tut so gut. Und halt einfach mal Greti rauslachen, das ist doch egal. Greti raus, ehrlich, aus vollster Brust und grösstem Herz. Einfach Dass aus, man es einfach durch alle 4 Wände gehört, am besten. wenn man einen Tag hat gelacht. Aber jetzt, viele Leute haben im Alltagstrott, ich sage das gegen so fies, Alltagstrott, aber manchmal ist es schon ein bisschen trostlos, wenn so Leute von ihrem Zeugs erzählen. Wo holt man sich, Lacher? Ja, ich habe etwa pro Tag 8 bis 9 Lacher. Das ist schon mal gut. Also Kinder. Hobbits. Hobbits. Ja, eigentlich immer etwas zu lachen. Jetzt werden wir eingesperrt. Hallo. Hallo. Hallo, Eid. Hey. Sie ist neu hier. Meine Freundin, ja. Ja. Oh, Die kommt einfach putzen für Danke. Habe ich voll vergessen, dass die noch kommt. Die ist so lustig. Die sieht auch hure Wir lustig singt selber aus. auf Afrikanisch. Hey, das ist auch geil. Er singt selber beim Putzen. Was wirklich? Ja, das afrikanische Lied, Reimzeug. Singen? Das habe ich von mir auch überlegt. Es ist eigentlich so, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, dann habe ich einfach gesungen. Oh, du gut, ich sehe mitten auf der Straße beim Spaziergang. Das ist mir so etwas von egal. Allein würde ich es auch nicht machen, aber eigentlich ist es lustig, Ja. einfach singen. Ja. Und vor allem tut es so gut. Darum schätze ich das Velofahren so fest. Wenn ich morgen mit dem Bus arbeiten sollte, hey, ich sehe mich nicht. Aber morgen, wenn ich da mit dem Velo arbeite und auf dem Velo bullshittet dir niemand zu, dann kannst du einfach singen, tun, wie du willst. Und dann, dann bist du schnell wieder fort. Also Velofahren ist im Fall auch noch eigentlich geht es darum, Leute zu vermeiden, damit du dann wieder... Ich fahre auch gerne Auto. Ja, dass du die ich Dinge allein nicht bin. anschauen, ja. Aber das ist nur, weil sie trostlos da hocken und nicht Freude haben. Ja, aber der Punkt ist, wenn jeder findet, der andere hockt trostlos da, hocken alle trostlos da und schauen aus dem Fenster. Das ist so ein bisschen eine Kettenreaktion. Wenn die Kinder rennen alle. Aha. Aber wenn jemand lacht, lachen auch alle. Also, wenn du das nächste Mal Zug fährst, ich gebe dir jetzt ein Handicap, dann machst du einfach die ganze Zeit so. Nein! Wow. Weisst du, jetzt muss Wow. nicht machen so. Mit Leuten Nein, da habe ich Gag in der Hose. Was machst du das nächste Mal, was du noch nie hast gemacht? Soll ich dir eine Aufgabe geben? Was denn? Das nächste Mal, wenn dir jemand gefällt, gehst du es dieser Person sagen. Egal ob Mann oder Frau oder Grossetti oder Grossi. Okay. Das könnte ich vielleicht mal so. Das könnt ihr eigentlich grundsätzlich alle gerade probieren. Das nächste Mal, wenn ihr jemanden seht, der euch gefällt und ihr euch nicht wagt, herzugehen, denkt ihr einfach 5, 4, 3, 2, 1 und dann macht ihr es einfach. Weißt du, was mir auch noch in Singen ist, was ihr mehr müsst machen Mhm. Das ist einfach auch befreiend. Das nächste Mal, wenn ihr eine riesengroße Pfütze seht, hey, kumpelt einfach rein. Das ist so gut. Das habe ich seit ewig nicht mehr Weil gemacht. es gibt nicht schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Du Und bist echt- scheißegal, wenn die Hose und alles nass ist, es ist so cool. Ich liebe das. Mhm. Ich in die Pfütze reinzukumpen. Das ist auch so ein Spruch, den wir immer gehört haben. Legt euch gut an und geht raus. Und das ist, glaube ich, auch noch etwas, was man mitnehmen kann. Rausgehen. Und nicht einfach daheim rumhocken und Netflix konsumieren mit Zeugs, das uns nichts bringt. Man sucht eine coole Doku raus oder einen spannenden Podcast und nachher hörst du den. Spannend, danke, guten Mann! Und das ist so eine Blöde. Hast du noch ein Schlusswort? Wenn das deine letzten Worte wären, was wären sie? Und genau so bleiben wir lachend unsterblich. Schön hast du heute wieder zugelassen bei Awesome Range of Freedom.
habt ihr Sorge und bis gleich.